Huishouden. Dit is een zin ons Mars, oktober die 28 und 2023, de klok is 10. Dat is tijd voor gedanken uit Gottes woord met John Peters. We zijn in Matteaus kapitel 14, wanneer je wel met lezen. Wir gehen wieder durch das Buch Matthäus, das Buch Matthäus. Und in Matthäus 13, vielleicht sei al eingewarten, dort ist das Kapitel von Geschichten, von Gleichnissen. Und das ganze Kapitel sind 6 bis 7 Geschichten, wo Jesus lernt über das Himmelreich. Excuse me. Und er fängt seine Geschichten, seine Gleichnisse immer an mit so einer wie, dass das Himmelreich ist so wie. Dat Himmelreich wordt zo zijn als dit. En dit, ja, die video's die zijn op YouTube te vinden wanneer je nieuwsgierig bent dort. So Matthäus 13 is een kapitel van Geschichten, van Gleichnissen. Matthäus 14 würde ich sagen, ist ein Kapitel von Wunder. Hier sind 2 große Wunder, die in dit Kapitel stattfinden. Das erste ist das Wunder, wo die 5000 gefeiert wurden mit 2 broodjes en 4 vis. Zei ik dat toch raar, ja? Ik wil helemaal schwind kijken. 5 broodjes en 2 vis. There we go. That's what it be, ja. En Luther is dan dat wunder, wo Jezus op Petrus op een boot gaan. Vandaar waar we dat wunder bekijken van wo die 5000 Mana gefeiert worden. En de Isaac, waarom ik zei Mana, de schrift zegt, er waren 5000 Mana. En danach meer de vrouwen en de kinderen. En zo, wanneer de mannen wenigstens de half bevrijd was zijn en families 2 bis 3 kinderen gehad hebben, dan zijn hier goed mogelijk over 10.000 mensen geweest, wat in dag gaan eten gekregen van onze Heer en Heiland. Aber niet bloß van onze Heer en Heiland, van zijn jongeren, en daar hebben we Luther nog meer van vertellen. Dit kapitel fängt an mit einer Geschichte. Jesus sein Vater, Johann der Däufer, Johannes der Täufer, den wir eingestellt werden, bloß für ein Ding tun, für das Reich der Entstehung. Er hat zu Herodes gesagt, dass wenn du mit deinem Bruder seine Mundje das, dort ist Reich, dort ist Sinn. Und dann werden wir eingestellt. Er hat sich gewählt, jenen König zu reden. Und das sagt, ich kann nicht gleich da und gleich seine Lehre über kriegt den Mundje. Der hat einen großen Haus über Johannes. Und wir weiten dort durch verschiedene Dinge, was da anging, wie eine große Party, wie eine große Feier. Dort Johannes wird angebracht. Und dort brach Jesus zu einer Trüherzeit. Und mir hat er auch gewundert, dass er will allein sein. Das sagt, dass er ging allein für sich zum Trühen. Er ging in eine schwere Zeit durch. Und das Volk kam auch bei ihm heran. Die Sachen an, die Fehler an. Dann sagt er, er hat Erbarmen für dich, er hat Genug für dich. Und er sagt, dass er heilt all die, was nach ihm kam. Und er hat bei sich Gäste getrieben. Und er wird sehr, sehr drauf. So in seiner Trüherzeit hat er danach Leib und Barmherzen für die Menschen. Nu sagt es, in Matthäus Kapitel 14, Vers 15, dass nu wird es Abend geworden von diesem Drachentag, von Menschenheil und von Lehren und Predigen und weil sie erst trieben. Nu kommen die Jünger an, als es wel Abend worden und sagen, dit ist eine Wüste, dit ist eine Drehestad, sozusagen eine Villestad, und das Wort nach, schickt die Menschen ein Haus, sodass sie können in verschiedene Städte gehen und sich eten können. Die Menschen hier haben so viel belebt in der Tag, ich glaube, die haben keiner an Eten gedacht. Du hast eine Sorte Eten, was viel wichtiger ist, als Mittag, als Frühstück, Mittag oder Ungriff. So, das hat jährlich eten. Leute jährlich feiden, Leute jährlich nähren. Wo das dort? Well, hier
Diese Botschaft anhören ist ein Beispiel. Die Kirche fahren, du Botschaften anhören. Selbst lesen. Und selbst gute CDs hören und Tapes, wo Botschaften über die gebracht werden. Dort als jährliche Speise, dort als jährlich signieren, eten. Und dann sagt Jesus hier was sehr Interessantes zu Ende. Sagt, das ist gleich nötig, dass diese Menschen in die Städte gehen. Geeft jeder was zum Eten. Und wir wollen hier lesen, aber mal von total. Sie sehen, Tom, wir haben hier nur schon 5 Brotjes und 2 Fisch. Dann sagt er, bringt deine mit, die Brotjes und die Fisch. Und er merkt, dass das Volk sich durchsaten auf dem Gras, er nahm die 5 Brotjes, die 2 Fisch, er kickt im Himmel, er dankt dafür, er brückt er hinein und er geeft die Brotjes, dat eten de Jünger en de Jünger geven het volk dort. En ze eten alle en worden zout. En dan fangen ze aan Kremels te lesen, en de Eberbliefsel te lesen. Dat geeft 12 Karben. En dat wordt door gegeten hadden, weer 5000 mannen, onvrues en Jünger. Dat is het eerste wunder hier in Matthäus Kapitel 14. Wat is een wunder, mijn vriend? Het lijst hier nog een wunder, weet dat ja ganz vollständig Kirchen und Lehren, die sagen, dass Wunder haben abgehört. Weißt du, was mein Trouble ist mit so einer Lehre? Was ist dann mit einem Wunder? Wenn Gott hat noch einmal Wunder. Gott hat noch einmal Heil. Gott hat noch einmal Sorgen für uns. Gott hat verschiedene Dinge, und wir würden nahen, das ist ein Wunder. Und ich gleich das deutsche Wort Wunder. Auf Englisch spricht wir das Wort Miracle. Der Engländer sagt nicht a wonder, aber wie Deutsche brauchen das Wort Wunder, und ich gleich das Wort. Das ist ein sehr feines Wort, wenn was Gott tut, ist zum Wundern. Wir lesen jedes Mal in der Schrift, dass wenn Jesus was tut, so zum Beispiel wie im Heulen tut, dass Menschen wunderten sich und dann meist einmal gewöhnlich von Funks um Gott zu preisen. Und so ein Wunder ist jemand, was der Büter der gewöhnlichen Natur passiert, wenn Gott noch aufregen tut und was anstellen tut. Das ist meine Utlegung, das ist John Peters. Ein Wunder ist, wenn Gott in eine natürliche Welt anstoßen tut, mit seiner Hand und das wird anstellen, oder wird wieder gewöhnlich, dort erst zum Wundern. Weil hier werden Menschen, die wurden daher jährlich gespeist, und nicht viel der Körper noch zu finden. Mir fällt bei von einem Dienst in Chicago, die deden die Arme und die Heimlosen aneinander roten. Und dann deden sie die erst verpflegen und dann förderten sie die, also sie geben die zu eten. Dann sagt der Direktor, die werden groß andere. Wir wollen die erst umkassieren und dann wollen wir das Evangelium durchbringen. So mit den umkassieren, wies wir live und barmherzen. Und das Buch ist voll, aber wir wollen verlangen, dass sie dann auch die erste Speise kriegen. Und so, das hieß mir ganz reich. Aber hier haben sie jährlich gefördert kriegen und haben gesehen, was Jesus verwundert hat, haben vielleicht Selbstheilung gekriegt und es sagt, er hält alle, was nach ihm kommt. Nun kommen die Jünger mit einem Problem ab. Und die Jünger dachten, das ist ein guter Lehrer vielleicht wird. Jesus, das Wort dies da, hier ist kein Eten. Schickt die Menschen weg, dass sie würden Eten sehen. Jesus sagt, was sehr interessant ist, für die Idee. Und die wollen sich erschrocken haben. Ich so, was mit was? Soll wir in den Stuhl gehen? Haben wir eine Kreditkarte? Was in der Welt? Ja, Jesus sagt, für die Idee. Weißt du, was das zu mir sagt? Dass wenn Gott ein Wunder tut, hat braucht gewöhnlich eine von seinen Nachfolgern zu das Wunder tun. Gott tut gewöhnlich nicht bloß für selbst worauf kommen ein Wunder tun. Jo, ihr habt alle Tage ein Wunder, wenn die Sonne abkommt. Ihr habt ein Wunder, wenn es regnet und schneit, wenn die Blumen wachsen, die Kinder wachsen gesund ab. Das ist alles ein Wunder. Aber wenn ein bisschen gewöhnlich ein Wunder passiert, vielleicht wo wer eine Heilung fragt oder die fehlt was anzustellen, dann braucht Gott ein Mensch, zum paar Dinge tun, zum der aufmerken zu das Wunder. Wo? Durch Gebet, durch die Namen Jesus, durch dort sprechen, was fehlt. So, Jesus lehrt die Jünger hier, dass die sollen das Wunder tun. Luther war wir dass Gott durch ein kriegt ein großes Wunder, was Jesus getan hat, noch geraten. Wir lesen, dass die Jünger ihre Schnappeldecke werden weggedreht, und wenn jemand das Schnappeldecke anschied, der wird geheilt. Wir lesen, dass wenn jemand bloß über Petrus in Schatten ging, dann wird er geheilt. Und die werden gefallen mit dem Heiligen Geist. Nicht hat Jesus hier ein bisschen eine Schuld gegeben, durch die dort.
Was is ein Voets wat de problem is? We hebben hier bloos 5 broodjes en 2 vers. En weet je wat? Wie God is het genoeg. God wil een klein opverhaan, vielleicht die tijd, vielleicht een beetje geld, vielleicht je bed, vielleicht een beetje kampen, dan wil hij een wunder doen. Mijn ermunterung is, waar we alles God geven, waarom? Wenn het allemaal alles ziet. Waarom doe ik de tiende geven, weet ik ook, wenn het allemaal ziet. Dat is 100% ziet. Wij kijken naar 3 mensen wat aan worden doen, zodat hij wat zien kan, zo, dat hij die drukken kan. Jemand heeft gezegd, dat tiende, dat is Oud Testament. Nou, mijn antwoord is, dat is beides. Dat is Oud Nieuw Testament, en dat is sogar verder het Oude Testament. Dat gezegd, Mose kwam duizenden jaar na dem, wat de wereld je merkt wie worden. Je kunt niet meer goed vinden. En we lezen overal in 1. Mose, dat de koning Melchizedek, Abraham geeft hem dat tiende. Dat we verder gezegd. So ik geloof aan dat tiende. Wenn die nicht ist, dann bete even, durchstudieren. Aber ich glaube daran und wir leben mit dort. Wir haben uns das 100% so. Und wir bleiben Gott, der das sehen. Und so diese brauchen Jesus, dort was zu haben. 5 broodjes, 2 vers. Jesus dankt dafür. Er fängt daran nicht nein zu brengen. Und die Jünger fangen daran rüber zu drehen, weil Gott braucht Menschen, zum seine Wunder tun. En die mensen worden zout en er blijft veel eeuwen. Hoeveel blijft eeuwen? 12 jaar. Vielleicht wenn du 12 Jünger werden, vielleicht haben sie das Kind mit in Haus nehmen für ihre Familien. Gott wird für seine sorgen, mein Freund. Gott wird die geben, was die fehlt. Bring ihn dort, ja von dort, bet für dort und sag mal, was passieren wird. Ich will beschließen mit dieser Geschichte von diesem Mönch, der hat einen großen Glauben gehabt und bet für alles. Und er nur, was wir sagen, was nicht an Gott glaubt, ein Tag hielt hij de munkje op, blüdes beten, Gott, mir fehlt groceries, mir fehlt Lebensmittel, mir fehlt eten. Hij denkt zo, ik wil die munkje dat eten geven, nou wollen we zijn wat ze met ihr Gott wat doen. So hij gaat een grocery store, kauft een fijne lust voor groceries, en dan legt het op ihre deur aan, put het on en verlaat. En zo de munkje merkt de deur uit en er staat keiner, hoe dus een lust groceries. Ze vangen Gott te danken en te prijzen dat hij haar groceries gegeven heeft. Ze hoort je veel gebed, niet zo? Dus Gottlose hups van zijn der uit en zegt, Munkje, dat wie niet Gott, wat die dat juist, dat wie ik. En ik geloof niet meer aan Gott. Oh, ze vangen weer aan Gott te prijzen, zeggen ze, Dankeschön Gott, die hast mir nicht bloß groceries gebracht, aber die hast diesen gottlosen Mensch gebracht damit doen. So Gott weet zich en Gott wordt voor die zorgen, wat die fehlt. Herr Jesus, wist die meine Tauharche, dort geben, wat ihnen fehlt. Wanneer de Lösung fehlt, ja, vindt ihn helden juist, om je vragen die, dat ze willen ze stil beten. Herr Jesus, mir fehlt een Heiland. Ik breng die meine zin, door die dat stiert ich van mijn leven neem. Wanneer het half fehlt met de bills, wist die het bezorgen. Wanneer het gezondheid fehlt van een krankheid, wist heilen voeden. Wanneer het troost fehlt, durch trühe tijd, durch schwere tijden, ja, vindt vrede voeden. Wist een wunder doen, en deze Tauharche van jou, en ze terug wieder jetzt durch diese nächste Portionen wirken. In Jesus' Namen. Amen und Amen. Alright, so Dankeschön für heute. Bald drehen wir das gewöhnliche Programm hier 12:50 KIKZ.